«Meine Küche, deine Küche». Präsentiert von Miele. Mit innovativen Kochgeräten für die ganze Schweiz. Wir starten diese Woche mit dem Thomas. Er schwingt den Kochlöffel für den Erencan, für Susanne, für Denise und für den Samson. Jetzt hoffen wir einfach, dass die Leute gerne scharf haben. Wenn sie es nicht so gerne scharf haben, dann ja noch. Ich habe jetzt nicht gerne scharf, als es gerade brennt bis abend, aber ich habe es gerne rassig. Ein bisschen mehr dürfen wir schon haben. Ich komme aus dem Süden, also bei uns wird öfters scharf gegessen. Also mir ist es scharf. Also ich habe es sehr fein gefunden. In dieser Woche wird es 5-mal süß und salzig. Im Baselland, in Rheinach, ist der erste Gastgeber dieser Woche daheim. Der Thomas ist jahrelang mit weltbekannten Bands wie Guns N' Roses und Kiss auf Tournee gegangen. Er war für Tontechnik, aber auch für den Auf- und Abbau verantwortlich. Das Tourbuch. Drin steht, wenn wir gereist sind, wer dabei war, Produktion, Band. Und schau hier, der Thomas, der Soundtech. Ein Konzert ist nicht nur ein Böckli und so, sondern das ist, vor allem, das muss jeden Tag stattfinden. Und wir haben viel Verantwortung, wahnsinnige Belastung und gleichzeitig man lernt Länder kennen, man lernt Leute kennen, man muss offen sein. Es ist so bereichernd, nicht nur für den Beruf, sondern für das ganze Leben. Das vergisst kein Mensch mehr. Vielleicht auch schon unser Erlebnis, das Ding, wo dann mein erstes Kind auf die Welt kam. In der Familie habe ich auch 3 Kinder. Hat das Ding mir persönlich ein Päckchen heimgeschickt mit so Baby, weißt, so Türstopper und so. Und das ist natürlich unglaublich, aber wenn ich mir jetzt... Es gibt andere, die wissen nicht, wer für sie schafft. Mit YouTube sind wir in Südamerika gesehen, jeden Tag ein Flugzeug, irgendwo in einem anderen Land. Völlig kaputt, aber geschafft haben wir und wir haben es genossen. Der Thomas ist 59 und Single. Heute tourt er nicht mehr durch die Welt, sondern koordiniert Konzerte gemütlich vom Büro aus. Er hat 10 Jahre in Frankreich gelebt und redet fließend Französisch. Rezept braucht er nie. Wie Rock'n'Roll wird es heute? Heutzutage gibt es einen Euro-Asia-Wok mit Poulet und Ananas und Gemüse. Dazu gibt es Reis. Das Ganze ist nicht so definiert, das sehen Sie dann heute oben. Das gibt eine Überraschung. Für die Überraschung braucht es Pouletbröstchen, Ananas, Kokosmilch, Zwiebeln und Rüebli, Basmati-Reis, Ingwer und Limettenblätter, Zitronengras, Limetten, Thai-Aubergine, Knoblauch, Schlangenbohnen, Okra, Babymais und Thai-Brokkoli, Kurkuma, Gemüsebouillon, griechisches Joghurt, Chili und Tomatenpüree. Dann fangen wir mal ein Wichtiges an. Das Fleisch. Mal schauen, was wächst mit den Stäbchen zu essen. Im Olivenöl anbräteln. Das Gemüse. Gut, das kommt in die gleiche Pfanne noch. Das sind Schlangenbohnen. Die braucht man gerne bei asiatischen Gerichten. Knoblauch und Ingwer reiben. Da kommt jenes Zeugs dazu. Jetzt hoffen wir einfach, dass die Leute gerne scharf haben. Wenn sie es nicht so gerne scharf haben, dann ja noch. Chili schneiden. Und Zwiebeln hacken. Fleisch nicht vergessen. Das Fleisch weg. Und nehmen wir die größere Pfanne, die größere Platte. Draussen treffen die Gäste zum ersten Mal aufeinander. Hallo. Tschüss. Ich bin Denise. Ich bin Susanne. Hallo Susanne. Freut mich. Mich auch. Hoi, Hoi, ich bin der Samson. ich bin Erencan, freut mich. Das Motto «Süß und salzig» habe ich gerade gedacht, das ist meins. Grundsätzlich finde ich süß-salzig etwas Cooles, wenn man so zum Beispiel Frucht mischt mit etwas Salzigem. Aber tendenziell haben die Leute nicht... Es ist immer schwierig, Leute zu finden, die wirklich gerne exotische Mahlzeiten haben, die so ein bisschen anders sind. Und darum habe ich es schon noch anspruchsvoll gefunden. Und hier tun wir jetzt das Gemüse auch kurz anrösten. Babymais und Okra. Dann haben wir hier noch komisches Zeugs. Das ist eine Thai-Aubergine. Das man im Asialaden findet, wo sie sagen, das sei sau gut. Ginger. Aber nicht zu viel.
Haferkörnchen frische. Die Schwierigkeit vom süß und salzig ist für mich gewesen, einfach, weil ich es selten eigentlich gemacht habe. Eigentlich mehr so süß und scharf. Rüebli machen wir auch noch dazu. Hoppla! Ich würde mich freuen auf Asiatisch. Curryreis mit Früchten ist süß und salzig. Hörnli und Kaktus und Äpfelmus ist süß und salzig. Also ich würde mich freuen, wenn Hauptsache Fleisch dabei ist. Das machen wir jetzt weg. Machen wir hier schnell ab. Jetzt haben wir Gemüse geröstet, ich habe das Fleisch angebrötelt. Jetzt eine Marinade brauche ich. Zeit für das Menü. Euro Asia Wok, Ananas Curry Red mit Poulet Gemüse. Saftig, süß, pikant, spannend. Wow. Das kann ich auch nicht lesen. Curry. Curryreis, oder? Ah, Reis könnte es heißen. Ja. Ah, Reis. Ah. Ich habe gedacht, es ist rotes Curry. Ananas eine schon mal ausgehöhlt und ein Stückchen da rein tun. Griechisches Joghurt dazu. Dann nehmen wir hier noch so ein bisschen Knoblauch und Kurkuma drin. Kurkuma-Pulver. Jetzt kommt Paprika. Und alles gut pürieren, dass die Marinade schön fein wird. Die Limette dürfen noch drin. Ja, das ist eben das mit der Schärfe, ist jetzt noch ein bisschen Sachen. Ich habe jetzt nicht gerne scharf, als gerade brennt bis abend, aber ich habe es gerne rassig. Chili-Pulver dazu Wobei schon heiß, he? Jetzt tun wir es noch mal. und Limettenblätter. Und jetzt geben wir die Marinade natürlich aufs Fleisch. Schön ein bisschen umrühren. Und das muss ein bisschen liegen bleiben, logischerweise. Also ja, gern scharf. Ich komme aus dem Süden, also bei uns wird öfters scharf gegessen. Also ich denke, das ist jetzt alles im Wok drin. Jetzt machen wir zusammen den Wok. Das Gemüse mit da drin. Sauce ist sowieso immer ein bisschen schwierig zu machen, oder besser gesagt, den perfekten Geschmack zu finden. Der Thomas wagt sich an Currysauce mit Kokosmilch. Tomatenpüree. Paprikapulver und Kurkuma. Da darf ein bisschen Salz haben. Dann habe ich gesagt Salz und Süß. Nicht zu viel Salz, braucht es gar nicht so viel. Und Pfeffer. So, das kommt jetzt auch da drin. Also ein bisschen mehr darf er schon haben. Das reicht nicht. Paprika machen wir auch noch alles drin. Chili und frische Kurkuma sollen helfen. Es sieht aus wie ein Curry. Ich würde meinen, wir gehen rein, oder? Würde ich auch sagen, ist vor allem wärmer. Ja. Gäste erfahren jetzt endlich, wer ihr Gastgeber ist. Ja, hallo. Sali, Thomas. Susanne? Dennis? Dennis. Sali. Samson. Samson, komm rein. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Hey, schön, sind ihr da? Ja. Das ist immer eine Überraschung. Also, ich schaue es im Fernsehen und jetzt kommen die Leute hier. Also, Kollegen, schön, dass ihr da sind. Aber ich müsste jetzt noch etwas machen, damit ihr auch essen könnt. Weil ich glaube, wir haben alle ein bisschen Hunger. Und haben ein bisschen etwas zu tun dahinter. Also, Bis später. Bis später. Wasser kocht, 30 Grad rein. In die Gemüsebouillon. Jetzt kommt jeder kriegt so eine Ananas. Die tun ein paar Gurkenstückchen drauf. Ein Löffel Joghurt drauf. Koriander.
So ein bisschen dazu. Ist jetzt nicht so der Hit, muss ich ehrlich sagen. Achtung, heiß. Jetzt kommt der Wok auf heiß. Dann kommt der Reis rein. Und jetzt kommt noch. Und alles gut verrühren. Das ist etwas, was noch dazu passt. Ein Sherry-Tomatli Patz. als roter Farbtupfer. Jetzt kommt die Sauberei. Bin ich begeistert von mir. Mal schauen, was sie sagen. Fertig diskutieren, servieren. So, jetzt wird das serviert. Ich hoffe, ich habe es irgendwie so angebracht, dass es euch gefällt. Dankeschön. Das ist ja voll der Aufwand gelegt. Nein, das täuscht. Sehr schön. Ich habe Glück gehabt. Extra Ananas genommen, damit wird er das keine auch geben? Abwäsche hat. Der Teller ist ja gleich noch. Das ist das Dauer von Thomas. Ananas-Curry-Reis mit Poulet und Gemüse. Einen guten Appetit. Dankeschön. Die Präsentation war wunderbar. Wirklich sehr schön. Und mit der Ananas, die so aufgeschnitten ist, hat man irgendwie das Gefühl, als wäre so eine Gitarre dort drin. Eine Fruchtgitarre. Ja. Und ich finde, so optisch ist es sehr schön gewesen. Der Ananas-Nachgeschmack hat es noch sehr erfrischend gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ein Essen erfrischend kann sein kann. Mir hat es gut geschmeckt. Von der Schärfe her war es sehr gut. Also ich habe es gerne so. Poulet war ein Gamechanger, finde ich. Weil ich bin ein Fleischliebhaber. Deswegen finde ich, dass das Fleisch sozusagen wie perfekt reingepasst hat. Ich hatte ein Stückchen Fleisch, aber ich muss ehrlich sagen, das Fleisch war richtig fein. Ich habe mich nicht groß darauf geachtet, aber ich glaube, ich habe 2-3 Stückchen. Also ich weiß nicht so viel, aber ja, ist jetzt auch nicht etwas, wo muss sein, das Fleisch. Also mir ist es scharf. Ja, für das Es muss scharf sein, aber es dürfte nicht sein, die Schärfe, aber es dürfte nicht keinen Geschmack mehr haben. Oder wenn du sagst, du kannst es nicht mehr genießen, dann ist es nicht mehr Für mich lustig. ist es einfach scharf. Ja. Also es hat viele Sachen drin, die schärfer sind. Ja. Ja, Es absolut. tut mir leid, gell, aber Wieso das leid? es brennt mich. Nein, aber, Ja. nein, das ist aber so. Du musst dich ja nicht verstellen, oder? Das sollte man halt ein bisschen berücksichtigen, oder? Weil es gibt Leute, die haben das gern. Und es gibt halt Leute, die nicht so gerne scharf haben. Es war würzig. Einfach so, vor allem die Schärfe. Und, also ich habe es sehr fein gefunden. Scharf ist es, süß und salzig auch. Ich finde, das Motto ist vorhanden. Es hat den süßen Anteil mit der Frucht, mit der Ananas und den salzigen Anteil. Ananas und das Reis mit Curry ist salzig und süß. Ich würde jetzt sagen, süße und salzig hat mir ein bisschen gefällt. Da gehen die Meinungen auseinander. Was sagt der Gastgeber? Eigentlich finde ich das richtig ein gutes Essen gewesen. Was ich jetzt noch besser machen wäre, dass man die einzelnen Sachen, die ich drin habe, besser rausspürt. Jetzt gibt es Punkte. Von 1 bis 10 ist alles möglich. Angerichtet war sehr schön, muss ich sagen. Ich gebe dem Thomas 7 Punkte. Für mich war es einfach scharf. Das Reis war zu bumpy, es war so lätschig. Und vom Fleisch habe ich leider nicht viel gemerkt. Ich hatte 2 Stückchen drin. Von dem her gebe ich dem Thomas 7 Punkte. Ich gebe dem Thomas liebe 8 Punkte. Ich gebe dem Thomas 8 Punkte. Das sind solide 30 Punkte für den Thomas. Wer kocht morgen? Morgen ist Der Can. Der Can, genau. Ist dran. Ich. Der hat etwas drauf. Er kann das. Und er ist ein guter Gastgeber, bin ich sicher, weil er ist ein guter Mensch. Er wird sich sicher einige YouTube-Videos angeschaut haben zu dem Gericht, das er machen will. Ich habe eben nicht so viel Erfahrung mit dem Kochen, aber ich bin sehr überzeugt, dass ich das gut mache. Ich bin ein Mensch, der mir da ein bisschen selber mehr Stress macht, ohne Grund.
Hoppla, du hast einen Abend. Ich bin leider nicht so gut mit dem Messer. Ich bin schon froh darüber, wenn ich mich nicht schneide. Darf ich kurz meine Schwester etwas fragen? Wäre das möglich? Ich denke, seine Schwester hat sicher 1-2 Mal mit ihm das Menü angeschaut. Hat wahrscheinlich noch mehr Lampenfieber als wir. Das bin halt ich. Also ich finde, er hat es prima umgesetzt. Dankeschön, das schätze ich sehr.